Der preußische Kellner hat jetzt viel vorgenommen und muss langsamer da und mehr schlafen. Kathi wird auf der Straße halber über den Haufen gefahren von der Margot seinen preußischen Alten und kommt einen Tag lang ins Spital rein. Beuteln werden ausgestellt und Uschi samt seinen Alten ist auch eingeladen. Der möchte aber lieber im Wirtshaus ein Fußballspiel anschauen und drum markiert er einen Hexenschuss. Die Rosi kommt ihm aber dahinter und steckt es der Uschi und die lässt ihm auffliegen. Danach fährt ihm aber ein echter Hexenschuss rein und er schaut sich das Spiel daheim an. Tina möchte mit dem Kaffeesaufen Schluss machen, wegen der Umwelt. Das hält sie aber nicht durch, weil sie einen schwachen Willen hat. Der preußische Kellner ist hinter einem Weibsbild her, wo im Wirtshaus einkehrt und versucht alles Mögliche, dass er es aufreißen kann. Am Schluss sagt sie ihm aber, dass sie schon einen anderen hat. Der Sascha möchte alle Autos aus Lansing rausschmeißen und probiert alles Mögliche, aber der Gemeinderat zieht nicht recht und die Bürgermeisterin auch nicht. Margot und sein Alter vergraben ihnen Unterhosen an Holztaus, damit das sehen, wie geschwind das der Feind. Landweiber finden's aber und glauben, dass die zwei zum Stopfer aus Holz rausgingen. Auf dem Christkindlmarkt bringt der Tunschei einen Haufen Gutscheine unter die Leute, mit denen wo sie einen Karren untersuchen lassen können. Auf die Weise möchte er sein gefälschtes Zeug andrehen. Und der Chris tut auch mit bei der Verbrechergeschichte. Der Wickerl hat wollen, dass ihm seine Alte einen Weisel geht, weil sie ihm nimmer mag.